3 Tage eingelegter Handkäse mit Musik auf Brot. Und das probieren wir jetzt. So, ich habe hier ein Brot, das ist zwar nicht deutsch, aber Brot ist Brot. Also, ich schneide das mal auf. Mikro. Oh ja. Ich muss das, glaube ich, ein wenig toasten, damit es knuspriger wird. Das ist ganz schön weich. So, ich habe jetzt meine Scheibe Brot getoastet. Ist jetzt ein bisschen härter. Auf jeden Fall mag ich das gar nicht, wenn mein Butter auf meinem Brot schmilzt. Deswegen habe ich die Scheibe erstmal auskühlen lassen. Esst ihr euer Brot mit Butter oder Butter mit Brot? Also ich persönlich liebe Butter, deswegen esse ich Butter mit Brot und nicht andersrum. Kommen wir nun zum spannenden Part, und zwar dem eingelegten Handkäse. Erstmal muss ich das Glas aufbekommen. Oh Gott. Okay. Boah, das riecht richtig geil. Das riecht einfach nach einem Salatdressing. Ich rieche den Käse auch gar nicht mehr raus. Oh. Einige Stücke zerfallen, wie man unschwer erkennen kann. Einige meinten, ich hätte das Äußere ein bisschen abputzen sollen vom Käse. Also diese pelzige Schicht, ja, habe ich zu spät gelesen. Ich hoffe mal, das ist trotzdem okay. Also es riecht gut, aber trotzdem bin ich nervös, weil es mir halt letztes Mal nicht so gut geschmeckt hat. Aber manche Dinge im Leben verdienen eine zweite Chance, genauso wie Handkäse mit Musik. Und deswegen, cheers. Ich habe ein gutes Gefühl, aber let's go. Was hat der 3 Tage lang gemacht, frage ich mich. Der riecht halt immer noch. Und ich verstehe nicht, warum Leute schreiben, er riecht danach nicht mehr. Soll ich den jetzt in der Woche einlegen oder? Ich habe die Butter noch nicht so wirklich rausgeschmeckt, deswegen geben wir den Ganzen nochmal eine Chance. Cheers. Moment mal. Wow. Die Butter macht schon was aus, Leute. Aber mit Butter schmeckt das sogar gut. Also mit Butter riecht man den Käse nicht mehr so richtig. Warte, ich muss noch mal reinbeißen.